Haut um 2. Advent Sonntag begräßen sich aus der Kirche vu Stengefort, méi war dro vunheit Sondes Mass. Et sangen Chorallen Saint-Cécile Stengefort an hohen Klengbetten. Dirigentin ass José Ann Mangen, Organist den André Scheuer. Hier spielt als Entree, wir sagen euch an, vom Karl-Peter Chilla. Duno sangemer, wir warten auf das Licht vom Heizmann. Kyrie vom Nemmers, Préparez le chemin vom Berthier, Je vous salue Marie, arrangéiert vom Jean-Pierre Schmidt, Vienne la Colombe vom Janada, Pain des Merveilles vom Squarneck und als Schlusslied Freue dich Welt vom Händel. Durchel spielt als die Noël Nummer 12 von Louis-Claude Daquin. Masket gehalen vom Pater Nico Turmes, Curé-Moderateur von der Paix Eichtal Saint-François et Sainte-Claire. Annum vum Pap, vum Jong a vum Helge Geest.
Den Herr sief mat ich all. Haut am 2. Adventssonntag rief den Johannes den Täufer eis op: Bekeiert dich, kehrt An der Prophet Jesaja weist eis auf eng Richtung wir eis sollen bekehren. An eng Welt, wo dem Herrgott sein Geist herrscht, an eng Welt, wo Frieden a Sicherheit. Wa mir och Leben net können a Grasfresser verwandeln, so können wir aber die Leben Bieren a Wölf, die an Eis wohnen, verwandeln. Dat geht möglich, wenn wir als Gier, no Macht, no Suen an Unerkennung verwandeln losen durch Tatsache, dass Jesus eis so unhüllt, wie wir sind, als so gern hut, wie wir sind. Dann verwirklicht sich die Vision vom Jesaja. So wie an der Geschichte von dem Demello. Da seht ihr Mann, die Leute haben mir gesagt, ich müsste mich ändern. Schon erfahren gemäht, nichts hat sich geändert. Ich war überzeugt, ich müsste mich ändern. Schon erfahren gemäht, nichts hat sich geändert. Ein guter Freund hat zu mir gesagt, ob du dich änderst oder auch nicht, ich habe dich gern, so wie du bist. Und siehe, o Wunder, ich änderte mich. Alkeiers, wo wir dat vergessen an der Wolle rausgelost haben, will wir den Herrgott Verzeihung bitten. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria und alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Denn seine Liebe, allmächtige Gott, erbarme sich unser, er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Guter und barmherziger Gott, deine Weisheit allein zeigt uns den rechten Weg. Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern, deinem Sohn entgegenzugehen. Führe uns durch dein Wort und deine Gnade zur Gemeinschaft mit ihm, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. An jenem Tag
wächst aus dem Baumstumpf Isais ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Er erfüllt ihn mit dem Geist der Gottesfurcht. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nur nach dem Hörensagen entscheidet er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen mit dem Stock seines Wortes und tötet die Schuldigen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften, Treue der Gürtel um seinen Leib. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen und ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. An jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Isaias sein, der da steht als Zeichen für die Nationen. Die Völker suchen ihn auf, sein Wohnsitz ist prächtig. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat: Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordan-Gegend zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt, und meint nicht, ihr könntet sagen: Wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch nur mit Wasser zum Zeichen der Umkehr.
Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand. Er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. E Mann sitzt am Zug. Stundenlang schon assen NRW. Obal gar, wo den Zug hält, guckt den bedreckt an nervös aus der Fenster raus op de Kee. Immerem springt den op, guckt haselig raus, setzt sich im Zrig op sin Platz, an gött sich nüt. Wat macht die ganzen Zeit? Fred d'Fra besucht, die him vis-à-vis sitzt. An der Mann antwortet: Ich sitzen am falschen Zug. Ich mis well lang herausgeklommen sinn. Dorop d'Fra: Ma jo, fir wat maderet dann net? An hien antwortet: Dat geht net, ich kann net, dat se so schei warm hei bannen, an so bequem. Eng Geschicht leef Schwestern a Brider fir ze schmunzeln, aber auch fir Not zu denken. Eng Geschicht fir Asicht zu goen. Viel Nolausterer fielen sich durch das Geschicht ertappt, weil sie d'Impressioun hunn, dat hieren egenen Zug an die verkehrt Richtung fiert. Dass hier Liewen op ein Ziel hiweist an hi steiert, dat ze eigentlich net wollen, dat ze net wirklich ustriewen. Dass et Sachen, Umstände an Ugelehennete gëtt, die hinnen net gut dien. Diese Aufbringe von dem, wat Liewe soll Sinner bedeuten, jo, diese vielleicht sogar krank machen. Und trotzdem fuhren sie weiter, immer weiter, einfach weiter. Natürlich merken sie auch, dass ihren Zug an die falsche Richtung führt. Ich denke mein Irs a Schlafgewunnichten, mein Surfen am Internet, mein Handygebrauch, mein beruflich oder Freizeitaktivitäten, mein familiärt Verhalten, mein religiös Nolässigkeit, mein Lebens- und Jahresgestaltung, mein Fernsehkonsum, an so Führung. Natürlich wissen die Betreffenden doch, dass sie rausklammen müssten und nicht einfach weitermachen dürfen wie biselo. Natürlich gehen sie auch immer mehr nervös und ängstlich. Manche gehen noch stumpig dabei. Und das ist noch einmal alles egal, alles so lang wie breit. Aber rausklammen, wirklich rausklammen, die Fahrtrichtung ändern, dazu sind sie nicht bereit. Aus Bequemlichkeit, aus Angst vor der Entscheidung, wenn es die Konsequenzen, aus Unsicherheit für den anderen, weil sie nicht loslassen können, aus Furcht vor Leben. Aus ihrem Hamsterrad kommen sie einfach nicht raus. Sie drehen weiter, sie trippeln auf der Platz. Kein Fortgang an nichts. Lief Leid, klammt endlich raus. Zickt nicht. Gib ihrem Herzen Stoß, wo de Klänge ruck. Madet eire zu spät das. Fragt nicht, wat die einer dazu mengen oder soen. Folligt vielmehr ihrer innerer Stimme, der Stimme vom Herz und vom Gewissen. Anerkennt, worauf es wirklich und tatsächlich könnt, für Herrgott an ihrer Existenz ob dieser Welt. Kein Zweifel, du hast Courage gefroht, an nicht Manner Vertrauen an Zuversicht,
Hoffnung, dass es gut ist, auszubrechen, neiz zu wohnen, sich auf eng einer Piste zu beginnen, opzesinn für die wirklich Bedürfnisse von seinem eigenen Leben und noch für die von denen anderen. Die Frage steht am Raum, wie lang will man noch so weiterfahren, so weitermachen wie biselo? Mit der Schöpfung, mit der Umwelt, mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft, mit dem Konsum, mit der Gewalt, mit dem Krieg, mit der Ausbeutung, mit der Kirche, mit dem eigenen Leben. Wie lang will man eis nach Vierenteilen Wertschätzung, Anerkennung, Respekt, Wohlwillen, Akzeptanz, sich selber unholen, Frieden? Wie lang will man eis nach enger Entwicklung entzehen, die eis eiser Berufung mei noging bringen, eis selber mei noging bringen, denen andere mei noging bringen, an noch an allem eisem Gott? Sollte man es nicht darauf besinnen? Oder will man einfach nicht mehr weitermachen wie biselo, weil es so schuckelig warm ist und so komfortabel? Bleiben wir am falschen Film, wie ihn so sieht. Fuhren wir weiter auf denen angefahrenen Schienen, a Platz die aufgenutzte Gleiser zu verlassen. Misst man nicht ans do, leif Leid kreativ gehen, an so Fortschritte wohnen. Etwas ganz Neues wohnen. Eng Progression, an also ein Progrès an eis Leben herabbringen, an nicht nimmen still Beobachter sind von enger Stagnation, die eis Leben lahmlädt an blockiert. Wenn wir eis vorantun, wie weit klammt man nicht raus? Alle hüpp. Der Prophet an eiser Lesung schwätzt wo Baumstämme, die kein Leben mehr hun. An hei plötzlich wies du ein klengen Äschchen aus dem Dierestamm heraus. Ein Adventlicht Hoffnungszeichen, dat vermeintlich aufgestorbenes auch am mengem Lebenrem Wursen erlebig gehen lässt. Wenn's diesem Leben, diesem zarte Leben, dat aber stärken kann, wenn's dieser Perspektiv, die abgeht, lief alle gut, los mal ausbrechen aus eise schlechte Gewohnheiten, aus dem allen Trott an die Richtung ändern. Los deis umkehren, nicht dene verkehrte Sachen nolaufen, mehr aus dem Gott entgehend gehen. Der Johannes den Täufer symbolisiert das am Evangelium, an dem sie Sünder innerdaucht an den Jordan. Sie klammen durch nur raus und setzen so einen neuen Aufhang. So ähnlich geschieht bei der christlichen Darf. Wir geben Neugeburt an Christus und setzen einen neuen Aufhang. Aber wir werden nicht an Erinnerung daran, auch am Advent neu aussetzen. Es ist nicht so spät, für die Platz neu abzusetzen und als Existenz neu auszurichten. Eine Existenz an Christus, ein Leben voller Gnade. Ich kann einen Schlussstrich ziehen und darf neu aufhängen, mich ernst orientieren. Das ist die Freiheit, die das Evangelium uns gibt. Die Freiheit sollte man nicht verpassen. Liebe Mitchristen, die Zeit vom Advent ist von besonderen Menschen geprägt, zum Beispiel vom Ekklesien, dem Heiligen Nikolaus, den Kanner beschenkt, den kommenden 6. Dezember, über Mai. Oder haut am 4. Dezember Heilig Bärbel, Barbara, patronisch von den Mineuren. Oder den 13. Dezember Heilig Lucy, Lucia, mit ihrem Lichtkranz um Kap. Sie all machen es etwas deutlich über den am Kommen ist. Sie stehen neben vielen anderen, Bekannten und Unbekannten, die als die Fried ob das kommend Fest vermitteln. Und zu diesen besonderen Personagen vom Advent gehört auch den Johannes den Täufer. Das Evangelium haut hat ein spezielles Interesse an ihm, aber beschreibt ihn ausführlich und ganz spannend. Hier ist nicht einfach ein schuldiger Einzelgänger. Er tritt ihn ab, könnt zur Spruch, den eine Botschaft für die ganze Welt tut, eine gute Nachricht, die für die Menschen alle gut gilt. Hier tritt ab als den dem Herrgott den Weg breit machen will, an den Christus den Weg breit machen will, als sein Vierläufer.
An zugleich predigt hien Rettung fir d'Mënschen alle Goe. All solle se dat Heel vu Gott geschenkt kreen. De Johannes wirkt wie eng Invitation, wirkt wie eng ausgestreckten Hand. An noch mir dürfen eis sei erreihen, auch mir dürfen eis zu dese besonnesche Mënschen vum Advent dat zo gesellen an dat zo geheieren. Jo, adventlich gestalten solle ma ginn. Weil auch durch Eis kann die gute Nachricht, wo Gott Eiszeit an Eiszeitgenossen erreichen. Auch wir können so leben, dass andere verstehen, es gibt nach etwas anderes, es gibt nach etwas mehr Großes, Besseres, Wertvolles. Und dafür rentiert den Ersatz sich. Die Frau Nouvelle ist, Gott wird kein Mensch abgehen oder am Stach lassen. An ihren Hilft Grief zwischen den Völkern und Grief zwischen den Menschen zu schütten. Sie mir, liebe Schwestern und Brüder, gerade für die Johannes den Täufer, so eng personifizierte Invitation. Sie mir die ausgestreckte Hand, mit der Gott die Welt und die Menschheit mehr nah bei sich feiert, retten will. Amen. Aber können wir zusammen eise glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gott, eise Pap, wir brauchen der Licht für eis Welt, den Orientierung für eis Leben. Am Vertrauen auf den Lebt a Gutheit werde mir. Für die viel, die unter Krieg a Gewalt leiden, die enttäuscht und decouragiert, die allein a Verstoß sind, die Hunger haben nach einem guten Wort, die an der Deistadt a Verzweiflung leben. Gib ihnen Kraft für einen neuen Anfang. Herrgott, Heereis. Herrgott, Heereis. Encouragiere all die, die wichtige Entscheidungen treffen müssen, sich auf neue Wege anzulassen. Herrgott, Heereis. Aide tous les chrétiens à profiter de ce avant pour réorienter leur vie en vue de ton royaume. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Accueille nos défunts dans ton amour et sois près de ceux qui sont dans le deuil. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Gute Gott, stärk eise Glaven, los eis mat alle Christen aus der Welt, zeige sinn von dingem Reich. Reich von Frieden a Freiheit, von Erbarmen, Gerechtigkeit erlebt. Darum beten wir durch Jesus Christus, eise Bruder, an Herr. Amen.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir immer wieder versagen und uns nicht auf unsere Verdienste berufen können. Komm uns zu Hilfe, ersetze, was uns fehlt, und nimm unsere Gebete und Gaben gnädig an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Von ihm redet die Botschaft aller Propheten. Die jungfräuliche Mutter trug ihn liebevoll in ihrem Schoß. Seine Ankunft verkündete Johannes der Täufer und zeigte auf ihn, der unerkannt mitten unter den Menschen war. Er schenkt uns in diesen Tagen die Freude, uns für das Fest seiner Geburt zu bereiten, damit wir ihn wachend und betend erwarten und bei seinem Kommen mit Liedern des Lobes empfangen. Darum verkünden wir mit den Engeln und Erzengel, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Jo, du bist herrlich, Herrgott, von dir kommt all Herrlichkeit, dafür beten wir dich. Mach das Goven herrlich durch den Geist, lose für Eis zum Leib und zum Blut gehen von dem Jungen, unser Herr Jesus Christus. Den Abend, wo er verrodet gouf, wo einen Tod auf sich geholt, da hält ein Brot an seinen Händen, seht ein Dankgebet, bricht Brot, richtet seine Freunde und seht, holt an erst alle gut davon, dat Heil aus mein Leib, wird hier gehen für euch. Nom Essen hält noch die Kirche, seht Römmen Dankgebet, riecht die Kirche singe Freunde und seht, holt und trinkt alle Guten draus, dat heißt die Kirche mit meinem Blut vom neuen an ewigen Bund. Et fließt für euch an die Filaner, für das Sünde verziehen gehen. Macht es als mein Undenken.
feiere wir Helge Pap, dünn denke und von dem Jung, der wir als gestorben an Oberstanden hast, an so offern wir das Brot vom Leben, an die Kirche von der Lesung. Wir sollen dir merci, weil du es Eis beruf, wir von dir zu stehen, an dir zu denken. Wir beten dich, los als Teilhöhlen, Leib und Blut von Christus, dass wir eingehen durch den Heiligen Geist. Denk an den Kirch euch dat Welt, los dei Volk Fussen an der lebt, zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, mit den Geistlichen, an all denen, die am Denk stehen von deiner Kirche. Denk an all eis Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie oberstehen, und an all die anderen, die an deiner Gnade gestorben sind. Hol sie op bei dich an dein Licht. Hab erbarm dich eiser all, schenk eis ewig Leben mit Maria, der Heilige Gottesmam, dem Heiligen Josef, mit den Aposteln, an all denen, die Gnade von du bei dir, zentert Welt besteht. Mit ihnen all, los es dich loben und ehren durch dein Sohn Jesus Christus. Durch ihn, mit ihm und an ihm, dir, allmächtiger Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an ihr, allo an immer, an ewig. Wenn wir zusammen das Gebet beten, was Jesus als selber gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Name wird geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweis haut als täglich Brot, verzeih als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier uns nicht an Versuchung, mir mach uns frei vom Bösen, weil dein hast Reich, Macht und Herrlichkeit für immer an ewig. Aber im Himmel, du seist dein Frieden geschenkt, an dem seist Jesus geschenkt hast, den er so unhält, wie wir sind. Mach als Herz op für den Frieden unzuhöllen, er geweist Kraft und Courage, dein Frieden für uns zu schenken. Dem Herrgott sei Frieden, sief mat ich auch.
Hei as Lamm Gottes, dat Sünde vun der Welt ewäschelt. Herr, es sinnet wert, dass du bei mich kënnst, ma so nemmen Ewuet am eng Seel gëtt gesund.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, im heiligen Mahl hast du uns mit deinem Geist erfüllt. Lehre uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen und das Unvergängliche mehr zu lieben als das Vergängliche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt. Er segne und heilige euch durch das Licht seiner Gnade. Er mache euch standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der Liebe. Die erste Ankunft des Erlösers sei euch Unterpfand der ewigen Herrlichkeit, der uns schenken wird, wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. Es gewähre uns der einige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Können wir Fried an am Frieden vom Herrgott gehen. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft zu Stengefurt. Den nächsten Sonntag, 3. Advent, über Dromatmas von Wölverdang. An lo schalten wir zurück an den Studio.
Tschüss.